Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal bei. Ich bin Ann. Wir sind da voll in einem süßen Projekt inne. Wir machen nämlich heute weiter mit unserem Fleisch-Journal. Nein, Quatsch, natürlich mit unserem Prospekt-Journal, wo dann mal sollte ein ganzes süßes Journal werden. So würden wir gerne die zwei ineinander reinbinden. Und eins haben wir jetzt schon ein bisschen dekoriert aussen und das andere sieht halt immer noch aus wie ein Prospekt. So, und das müssen wir jetzt ändern, indem wir hier vorne und innen und überall ein bisschen etwas reinkleben. Das letzte Mal habe ich ja gemerkt, dass wenn man hier drin hineinschaut, weil das gibt ja dann ein Täschchen, wo man irgendetwas drin hineinstecken kann. Wenn man da reinschaut, ist auch noch ein bisschen Prospekt vorgekommen und darum habe ich hier Washi-Tape hergeklebt. Wenn man aber natürlich so reinschaut, sieht man immer noch Prospekt, aber ja, das macht man ja normalerweise nicht. Aber ich habe jetzt gedacht, bei dem hier klebe ich in dem Fall ein bisschen breiteres Washi-Tape rein. Also, jetzt muss ich nochmal wieder schauen, wieder alles auseinandernehmen und schauen, wo das reinkommt. Und zwar da. Da und da. Kleben wir doch einfach von dem Washi-Tape auf, wenn wir es ja schon haben. So ein schönes Breites. Also, das machen wir da mal ein bisschen gerade. Das behalten wir noch auf. Eieieiei. So, aha, aber dann haben wir es natürlich den Weg um. Halt. So. Und haben wir da, das geht so an die Kante her. Gerade ganz, aber Mamma mia, ich sehe es nicht so gut. Die Kamera ist mir da ein bisschen im Weg. Nein, echt jetzt. So. Schnell schauen. Ja, jetzt ist es gut. He? So. Und da über, da bitte nicht da draufkleben, wenn es geht. Und da schneiden wir doch einfach mal schön ab. So, und da könnten wir doch das einfach zusammenkleben. Einfach rumlitzen, interessiert niemand, sieht man sowieso nicht. So. Und jetzt die ganze Quatsch noch auf dieser Seite. Uff. Oh, ich habe immer so Angst, dass es mir gerade verreist, wenn das so hart hat. So. Nein, das ist komplett krumm. Ah. Zum Glück ist das hier ein das Prospektchen, das ein bisschen so eine glatte Oberfläche hat. Ich habe schon gedacht, dass das vielleicht ein bisschen ein Nachteil ist, nachher beim Inken. Aber, oh, ich wollte sagen, beim Washi-Tape draufkleben ist es vielleicht ein kleiner Vorteil, aber vielleicht auch nicht. Na. So, mal schauen, wie das wird. Da schneiden wir ab und da litzen wir um.
Gut, also, gerade wieder studieren. So kommt es rein, he? So kommt es rein und so kommt es rein. Prima, reingüchseln. Ja, das sieht doch gut aus, he? Sehr nett. So, und hier auch. So. Gut. Also, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir hier vorne etwas draufgeklebt, hier bei dem anderen. Hier etwas draufgeklebt und vorne und hinten. Und dann hier haben wir ein Teil draufgeklebt. Das ist gerade so hinten in die Tasche reingerutscht. Gut, und dann machen wir doch das wieder genau gleich. Und zwar habe ich gedacht, letztes Mal habe ich von dem bestempelten Zeitungspapier genommen und ich glaube, ich nehme jetzt für das Innere von dem. So, das ist so ein Masterboard auf Zeitungspapier drauf gestempelt. Die Zeitung habe ich ein bisschen mit Gesso eingeschmiert. Aber so, dass alles so ein bisschen noch durchschimmert. So. Kommt es gut? Ja, jetzt beim letzten habe ich es mit Stiftleim draufgeleimt und es war ein Geschlag. Ich musste nachleimen und sogar hier innen musste ich auch noch nachleimen. Das war alles ein bisschen mühsam. Ich probiere es jetzt gerade mit Tacky Glue. Wenn ich noch mein Leimprospekt finde. Finde ich nicht, also dann haben wir halt einfach das. So. Hei, hei, hei. Bis wir dann mal alles beieinander hätten. So. Ist schon nicht ganz ideal für das. Ich mich wunder, ob er fest wellt. Das Zeitungspapier ist ja so dünn, oder? So, also komm einfach drauf jetzt. Da möglichst ein bisschen über. So. Und ich hoffe dann wirklich, ich kann die Kante noch gut weginken. Andere Seite. Kommt endlich das Fleisch weg dort. Komm her. Kannst du nicht einfach da. So, oder? Könnte man doch einfach. Anstatt du blöd umreißen. So, komm, so ist gut. Muss ich halt da wirklich ganz als ein Rändchen raus mit dem Leim. Sonst kann ich dort genau auch noch einmal nachleimen. Was dann wahrscheinlich noch fast ein bisschen mühsamer wäre, weil dann nur ein ganz kleines Rändchen abstehen. Ach. So. Prima. Sehr hübsch. Und jetzt hier hinten. Den Bauchrücken möchte ich gerne mit irgend so etwas da haben.
Stimmt's? Nochmal nachmessen. Double check. So, und so. Sollten wir doch auch noch mehr oder weniger gerade herbringen. Oder weniger als mehr. So oder so? So. Jetzt haben wir noch Blümchen dran. Da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn der Leim nicht hebt. So, jetzt aber. Voilà. So. Jetzt müssen wir das wieder probieren, da irgendwie reinstecken, gell? Einmal auf dieser Seite und einmal einmal auf dieser Seite. Die einfachere Variante wäre, wenn man es auseinandernehmen würde und dann so draufkleben, wenn es auseinander ist. Aber eben, wie schon letztes Mal gesagt, wir machen es lieber kompliziert, aber dann weiss ich wenigstens, dass es am Schluss am richtigen Ort klebt und nicht irgendwo. Irgendwo da anders. Und ich mich nachher wieder mal fragen, was genau habe ich studiert, wo ich das gemacht habe. So, ist es herzig mit dem Blättli dort. Obwohl, das Blättli, das wird mir dann auch gar nicht richtig sehen. Ja, mal gut, ein bisschen schon. He? Also ein bisschen so und da nicht wirklich. He? Weil eben, das kommt ja dann nachher da rein. So, aber schau mal. Schnusig, schnusig. Ah. Jetzt noch innen. Da brauchen wir hier einen kleinen Streifen, hier brauchen wir einen grossen Streifen und dann noch die Ecken. Kleine Streifen haben wir doch. Perfekt. Hier. Also, das nehmen wir jetzt aber gescheiter geschwind auseinander. So. Wir müssen einfach wissen, dass wir es genau hier herkleben müssen. So, genau so haben wir es doch haben. Oder? Jawohl. Gerade müssen schauen, ob es hier auch gut ist. Aber nein, ja, ja, nein, ja, 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 es ist gut. Alles gut, alles gut. Sehr hübsch. Auch ein sehr schnusiges Zettel da mit dem Blättchen. Und jetzt da vorne. Da vorne, das ist wieder genau das Problem. Jetzt haben wir das hier angeklebt. Dann müssen wir das halt hier wieder entkleben. So, oder? Das ist gut. Ja, ja, das ist schon gut. Bleibt es halt so ein bisschen. So. Wir werden das da.
Nicht dort abreißen. Jetzt habe ich noch eine schöne Kantenwelle. Ja, mehr oder weniger schön. So. Ein bisschen macht nichts. Und wie breit muss sie sein? Hä? Moment. Nein, jetzt habe ich wieder ins Knie. Schau jetzt, um was geht es? So. Also da. Bis da. Bis da. Herrje, man kann es wirklich kompliziert machen, oder? Kann man. Muss man nicht. Jetzt ist das so wahnsinnig krumm. So. Meinst du, das kann ich jetzt aber gerade abreißen oder auch nicht? Probieren wir es mal. Mal, schau jetzt. Wie ich das schon mal gemacht habe. Super. Und wie breit muss es sein? Von da bis da. So. Sehr gut, sehr gut. Oh, ehrlich jetzt. Muss ich das mit dem Leim einschmieren, das ganze Teil? Probieren geht über Studieren. Der Tacky Glue, der kann ja alles, gell? So, hey, ich freue mich so extrem auf das kleine Heftchen, auf das kleine Journal. Wenn wir dann da alle die kleinen herzigen Kärtchen und Sachen drin gebastelt haben. Das Coole ist ja, von dem ganzen Papier, das wir jetzt hier benutzt haben wir ja noch von allem. Und dann können wir dort auch gerade wunderbar aus dem gleichen Papier ein Kärtchen machen oder irgendwelche kleine Notizzettel, Sachen. So, haben wir jetzt alles zu gross gemacht. Und das einfach überhaupt nicht gemerkt. Also, schneiden wir halt da einfach ab. Da ein bisschen ab und da ein bisschen ab. So. Und wir hoffen einfach, dass der Tacky Glue gut hebt. Da sind wir natürlich verrutscht, gell? Verrissen und verrutscht, aber so ist gut. Nein, Quatsch. Oh, so. Herrgott rein. Voilà. Jetzt ist gut. So, und dann machen wir auch gerade wieder schön falten. So, prima. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch die Ecke. So, zum Beispiel.
Ist so. Und zack. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? So. Welches jetzt? Ich glaube, ich muss das nehmen. Weil da, oder das Papier, das hat so eine gestreifelte Struktur. Oder Textur. Irgendwie. Und das passt mir einfach nicht. Da habe ich auch das genommen. Und da zwar auch. Ah! Da wäre es gut, wenn man es auch nehmen würde, aber dann müsste ich alle Ecken so nehmen. So. Das ist ein bisschen hell, aber wir inken ja dann noch. Schauen wir doch gerade, ob das auch noch gut aussieht. So. Wow. Schauen wir einfach. Einfach schauen. So. Einmal so, einmal so. Und was mit dem? Ah, schau jetzt, das wird gehen. Weil da oben sieht man es ja nachher eh nicht. So. Und so. Komm ab. Ei, 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 ei. Sehr hübsch gemacht, hä? Das hätte jetzt ums Verrecken nicht abfällen. So, komm. Das ist gut. Und dann noch. Dann müssen wir jetzt aber noch so ein gestreifeltes Eckeli haben. Würde ich sagen, dann nehmen wir den hier noch. So. Upp. Ein bisschen runter. Damit er hier auch wirklich in die Ecke kommt. So, leg. Einmal so. Und einmal, fang du mal schnell weg. So, komm. Zack. Ja. Vielleicht können wir das sogar noch irgendwie täuschen. Oh, schau jetzt das schöne Blättchen, wie wir jetzt kehren. So, hör auf jammern. Das geht natürlich nicht. Das muss da. Wenn wir es so machen. Oh ja, ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser. Genau, so machen wir es. Oh, wieso klebt das jetzt da drauf? Das weiss man alles nicht. So. Und eben, wir tun ja dann das nachher noch inken. Das ganze Teil wird dann geинkt, an allen Rändern ziemlich stark. Und darum ja, nützt es nicht viel, wenn wir jetzt diese Zettel hier auch noch gross vorinken. Ich glaube, das lenkt ganz gut. Also bei dem hier, bei dem ist es auch mal so, dass das komplett lenkt. Dass man nicht die auch noch hätte müssen vorinken. Die inkt es dann automatisch. So.
Und ich finde es auch extrem, wie viel das ausmacht. Auch jetzt hier bei diesen Ecken. Aha. Ah, weißt du, das können wir glaube ich wirklich abschneiden. Das stört nur da, das Washi-Tape, was so dumm absteht. So. Oh, das schöne Blättchen. Aber wir könnten jetzt auch das schöne Blättchen drauf machen. So, das würde ja nämlich gehen. Oh, komm mal machen. Nein, dann ist eben es ist nicht gestreifelt. Ach, herrje. Ja, ist gut. Ist gut. Oh. Kommt davon. Hm. Wenn man alles doppelt und dreifach hinterfragt. Nicht hinterfragen, einfach jetzt machen, so wie man sich vorgestellt hat. Aber eben nachher, wenn ich es eben nicht hinterfrage, so Zeug amix, dann passiert es dann wieder, dass ich irgendetwas zusammengeklebt habe und im Nachhinein so denke, oh nein, oh, jetzt hätte man doch müssen, oh, wieso habe ich jetzt auch nicht darüber studiert vorher? Ja, ja. Normal, normal. Alles leicht chaotisch bei mir. Alles normal. So. Das geht sich jetzt verstecken. So. Oh, schau mal, wie herrlich. Oh, mir gefällt das wahnsinnig gut. Schau mal, wie schön. Schau mal, wie schön. Super. Und jetzt kommt wieder die Imkerei. Ja, super. Wie könnte es auch anders sein? Mir ist natürlich wieder mal eine Kamera abgestellt, weil ich keinen Akku mehr hatte. Bravo, sehr gut gemacht. Ja, aber das Einzige, was ich jetzt hier dran noch gemacht habe, ist, dass ich es einfach noch mit dem Mahagoni geinkt habe, rundherum, dass es genau gleich aussieht wie das hier. Und ich finde, es ist mega herzig rausgekommen. Und man sieht überhaupt nicht mehr, dass der rote Rand rot ist, weil es mal ein roter Prospekt war. Sondern, ja, das sieht doch jetzt einfach genau gleich aus wie das andere. Und ich finde, so miteinander sieht es doch extrem herzig aus. Super! Hey, ich habe mega Freude an diesem Zeug, weil das so schön aussieht. Und dann würde ich sagen, das nächste Mal machen wir hier weiter mit ja, Deko und alles Zeugs, das man dann so reinstecken kann. Und dann sehen wir uns dann wieder. Tschüss!